hier auf dem Friedhof und zu Hause digital zugeschaltet, lief man. Der mehrfach ausgezeichnete Kölner Schriftsteller und Islamwissenschaftler Navid Kermani hat einmal gesagt, was uns heute als Traditionschor vielleicht besonders berührt. Er sagte, man kann keine Tradition künstlich am Leben halten, aber man kann sie dort, wo sie noch existiert, achten und auch schützen und erneuern. Tradition ist die Vermittlung der göttlichen Offenbarung durch Generationen von Menschen nämlich. Sie ist mehr als ein einzelner wissen oder sich ausdenken kann. Eine uns funkeln wichtige Tradition, die wir in diesem Jahr zum 100. Mal pflegen. Wir wollen sie auch pflegen und wir tun es auch, aber nicht wie gewohnt. Totengedenken am Funkengrab Allerheiligen 2020. Mitten in einer wirren und verstörenden Zeit zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Schützen vor Ansteckung und Verhinderung von Wiedervereinsamung von alten Menschen in Häusern, Krankenhäusern, Altenpflegeheimen. Zwischen wirtschaftlichen und sozialen Nöten, bangen Fragen und der tief in uns verwurzelten Zuversicht, uns tritt nichts klägen. Namentliches Totengedenken an Allerheiligen, gerade weil wir so manchem verstorbenen Funkenfreund in diesem Jahr nicht das letzte Geleit geben konnten bzw. durften, wäre uns es ein echtes Bedürfnis gewesen, wenn wir hier mit allem Mann aufgekreuzt werden und anschließend beim Essen und Trinken, wie sich das gehört, noch einmal im Verzell die ein oder anderen Erlebnisse lebendig werden zu lassen. Aber es herrscht uns Schmerzendes
Knobelverbot. Doch wir, die hier am Grab stehen, wir tun es stellvertretend für euch alle. Wir setzen damit auch und gerade in dieser Zeit ein Zeichen, das besagt, wir wissen uns mit allen Funken verbunden, den Lebenden und den Verstorbenen. Beim wohl skeptischsten, intelligentesten und subversivsten biblischen Autor, der wegen möglicher Denunziation und Verfolgung anonym schreiben musste und den wir Kohelet oder Prediger nennen, heißt es schon vor über 2200 Jahren, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Allerheiligen 2020 ist noch weniger als sonst keine Zeit zum Lachen und zum Tanz, sondern eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Verlieren und eine Zeit für die Klage. Klage, das ist etwas anderes als Kümen oder Jömer. Klagen, das ist im biblischen Sinn der leidenschaftliche Protest gegen das Leid, verbunden mit der Bitte an Gott als den Adressaten der Klage um ein Ende der Not. Die Bibel hält es aus, dass ein Klagepsalm endet mit dem Satz: Mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis. Erst dann, wenn diese Klage ausgesprochen ist, erst dann, wenn die Trauer nicht überspielt, ein Verlust nicht einfach so weggewischt wird, erst dann, wenn wir uns auch den dunklen, unangenehmen und bedrückenden Lebensrealitäten stellen, können wir auch wieder Licht am Ende des Tunnels wahrnehmen. Hoffnung und Zuversicht neuen Raum in uns schenken und uns auf eine Zeit nach Corona oder wenn es sein muss, mit Corona freuen. Erst dann konnten Menschen in einem anderen Psalm beten: Der Lebendige, mein Gott, macht meine Finsternis hell. Totengedenken Allerheiligen 2020. Die Lyrikerin Mascha Kaleko schrieb schon in den 1940er Jahren: Bedenkt, den eigenen Tod stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Wir leben mit dem Tod unserer verstorbenen Funkenfreunde, indem wir hier und heute die Erinnerung an sie wachhalten, indem wir sie namentlich benennen, indem wir ihnen jetzt zeigen, dass sie nicht vergessen sind, verbunden mit dem guten Gefühl, dass auch wir, jeder von uns einmal, nicht vergessen sein wird. Alles hat seine Stunde, das Kommen und das Gehen, das Feiern und der Feierverzicht, die Lebenslust und die Lebenslast, Lachen und Weinen, Klage und Tanz, Gesundheit und Krankheit, Licht und Schatten. Und so möchte ich schließen, wie ich es bei jeder Beerdigung tue, mit dem Gebet: Herr, gib all unseren Verstorbenen das ewige Leben und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie leben in deinem Frieden. Amen.
Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, schreibt heute Morgen: Lieber Heinz Günther, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem, leider in Corona-Zeiten nicht in Termin und kann leider nicht zu euch kommen, was ich mir fest vorgenommen hatte, zum ersten Mal dabei zu sein. Ich finde den Zusammenhalt, den dieses gemeinsame Gedenken ausdrückt, unvergleichlich und anrührend. Wenn du magst, richte den Kameraden bitte meinen herzlichen Dank und Gruß aus. Viele Grüße, Agrippina Courage. Liebe Freunde und Freundinnen der Roten Funken, Lev Marie, Lev Funke. Besonders begrüßen darf ich heute diejenigen, die uns zugeschaltet sind und nicht präsent sein können, nicht präsent sein dürfen. Ich hoffe sehr, es geht euch und allen, die hier sind, gut und ihr seid gesund. Das diesjährige Treffen an unserer Grab- und Gedenkstätte ist in jeder Hinsicht ein ganz besonderes. Es sind die Umstände, die uns auf diese Art und Weise zusammenkommen lassen. Aber auch diesmal ist es zugleich für uns der Start in eine neue Session, deren Verlauf völlig unklar ist. Werden wir überhaupt in unserem Sinne zusammenkommen können? Werden wir überhaupt die Einstellung, die Lust am Karneval haben wollen und können? Wie lange wird es dauern, bis wir den Umgang mit der für uns alle neuen Krankheit Covid-19 gefunden haben? Bleibt es nur bei einer Session? Die Roten Funken kommen am Allerheiligen Tag zusammen, um an die Menschen zu erinnern, die seit dem letzten Jahr verstorben sind. Für uns beginnt eine Session schon seit sehr langer Zeit immer mit der Erinnerung, dem Gedenken und der Trauer. Der Spaß im Fastelovend, die Ausgelassenheit und die Freude daran erfahren eine andere Tiefe, wenn wir uns bewusst machen, dass Freude und Trauer zusammenhängen, ja einander bedingen. Theo starb am 15. November 1918. Er starb ohne Angehörige, das heißt, seine Beisetzung wurde von einem amtlich bestellten Nachlassverwalter organisiert. Obwohl das Geld da gewesen wäre, versuchte der Verwalter, am Begräbnis zu sparen. Ein einfaches Reingrab mit einem preiswerten Sarg sollte es werden. Doch Theo hatte eine große Schar an Freunden. Die hatte er, weil er sich aufopfernd während des Krieges um sie gekümmert hatte. Jede Woche ein Paket mit Tabak, Schokolade, Zigaretten an die Front in die Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Jede Woche ein Paket, buchhalterisch korrekt aufgeschrieben und notiert. Seine Freunde sorgten für einen Eichensarg, ein vernünftiges Begräbnis und sammelten über einen Fonds Geld für ein Denkmal. Denn diese Art von Erinnerung und Wertschätzung, die er ihnen über die gesamte Kriegszeit entgegenbrachte, hatten sie nicht vergessen. Dieses Denkmal wurde am Allerheiligen Tag 1920 eingeweiht. Seine Freunde waren alle gekommen, denn schließlich war Theo ihr verstorbener Präsident.
Und sie alle waren die Roten Funken. Das ist jetzt auf den Tag 100 Jahre her. Theo Schaufuss hat mit seiner Haltung und seinem Gedenken an die Freunde in den Schützengräben uns Rote Funken bis heute beeinflusst. Seine Art, sich um Menschen zu kümmern, ist ein Teil unserer DNA, unseres Selbstverständnisses. Wir wissen nicht, woran Theo Schaufuss gestorben ist. Wir wissen aber, dass auch genau vor 100 Jahren die spanische Grippe auf der ganzen Welt wütet. 25 bis 50 Millionen Tote, weit mehr als im Ersten Weltkrieg gefallen sind, werden Opfer dieser Mutter der Pandemie, wie sie heute in den Geschichtsbüchern genannt wird. Die Pandemie verlief damals in 3 Wellen, wobei die zweite die heftigste war. Die Bilder und Nachrichten der damaligen Zeit sind erschreckend ähnlich wie heute. Die Menschen tragen Mundschutz, überfüllte Krankenhäuser, die keine schwerkranken Menschen mehr aufnehmen können. Die Schulen, die Theater, die Veranstaltungsorte sind geschlossen. Doch 3 gravierende Unterschiede sind wohl festzustellen. Erstens, unter den Todesopfern waren es meist die 20- bis 40-jährigen Männer und Frauen, nicht die Kinder, nicht die Alten. Zweitens hatte die Bevölkerung den grausamsten Krieg der Menschheitsgeschichte, den Ersten Weltkrieg, in den Knochen. Dazu kam während der zweiten Welle der Pandemie die Unterversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, da krankheitsbedingt die Erntehelfer ausgefallen oder auf den Schlachtfeldern zu Tode gekommen waren. Und drittens war das Land politisch mit seiner Novemberrevolution 1918, 1919, dem Sturz der Monarchie und dem Errichten der Weimarer Republik instabil. Den Menschen und dem Rheinland galt ein Karnevalsverbot. Ein Rosenmontagszug war bis 1926 verboten. Und trotzdem feierten die Roten Funken 1923 ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Menschen der damaligen Zeit lebten in schweren Zeiten, die fortan auch nur bedingt besser wurden. Im Gegenteil. Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft Ende der 20er Jahre, das NS-Regime, der Zweite Weltkrieg, totale Zerstörung der Stadt Köln, Kapitulation, das alles sollte ihr Leben weiter prägen. Was haben wir, die Nachkriegskinder, doch für ein Glück bis heute gehabt, in dieser Zeit leben zu dürfen? Heute. Jetzt haben wir mal ein schwergewichtiges Problem, die Pandemie von Covid-19. Wir erleben derzeit mehr und mehr eine träge, eine düstere Stimmung bei den Menschen, weil es noch keine nachhaltige Antwort gibt, weil das Leben sich so umgestellt hat, sich so umstellen muss. Ich meine, liebe Freunde, wenn wir uns an unsere Geschichte und die Fluten der 1920er Jahre erinnern, dann muss es uns doch Mut machen, diese Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. In welch schwieriger Situation waren doch die Kollegen der damaligen Zeit. Theo Schaufuss konnte einem Funken im Kriegsgraben mit seinen Liebesgabenpaketen immer noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Diese DNA muss uns heute motivieren, Zeichen zu setzen. Kreativ und trotzdem lebenslustig mit dem, was geht, mit dem, was wir dürfen, umzugehen. Wer, wenn nicht wir, haben die Rolle des Clowns, des Narren, des Jecken
den Menschen ein Lächeln oder ein Schmunzeln zu schenken. Gerade jetzt und gerade ab heute, den Beginn einer neuen Session mit unbekanntem Verlauf. Krisenzeiten sind Entwicklungszeiten. Gerade jetzt muss man hören, gerade jetzt muss man spüren, dass unser aller Leben weitergeht. Schenkt den Menschen ein Lächeln. Dann lassen sich die Sorgen des Alltages viel besser verdauen und beteiligt euch an dem, was geht und erlaubt ist. Auch wenn es ganz anders ist, als es war. Na und? Dann ist es jetzt so, wie es ist. Hauptsache, es ist. Wir leben jetzt, nicht gestern und auch nicht morgen. Allah, hoch, lebe der Augenblick. Wir sind alle gefragt, liebe Freunde, jetzt und hier. Die Freunde, die uns seit dem letzten Allerheiligen Tag verlassen haben, sind Menschen, die ihr Leben im letzten Jahrhundert gelebt haben. Mehr oder weniger haben sie die schweren Krisenzeiten und überlebt. 2 von ihnen sind in den 1920er Jahren geboren, 4 von ihnen in den 30ern und 2 unmittelbar nach dem Krieg. Wenn wir jetzt noch einmal an sie erinnern, verneigen wir uns vor ihrem Leben, wie sie es gemeistert haben und wie wir mit ihnen in allen Zeiten unbeschwert feiern konnten. Es sind dies Dr. Hans-Rolf Schackert, Aki, Heinz Soenius, Marie-Louise Nikuta, Peter Harens, Petzstedts, Hans-Josef Struve, Böpsche, Dr. Heinrich Krämer, Hans-Günther Michels, Klammerbügel, Hertha Reis, Rolf Pauli, Pfefferkuchen. Wir treuen den das Fungo Bäde und mit uns singen Freude und Leid. Der wird niemals vergessen werden, Gott tschüss, ich in der Ich. Lasst uns an diesem Morgen auch miteinander beten. Gott, du Gott der Lebenden und der Toten, wir bitten dich für unsere verstorbenen Funkenfreunde, besonders für die, die seit dem letzten Allerheiligen Tag gestorben sind, und für ihre Angehörigen.
Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere verstorbenen Familienangehörigen, für alle, mit denen wir auf verschiedene Weise im Leben verbunden waren, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die an Corona erkrankt sind, für die, die durch Corona gestorben sind, für alle, die von einer schweren Erkrankung wieder genesen sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, deren berufliche Existenz durch Corona bedroht ist, für alle, deren Arbeitsplatz aus diesem Grund gefährdet ist, für alle, die darunter leiden, dass persönliche und soziale Kontakte jetzt nicht möglich sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst, für uns, die wir leben, die wir heute unserer Verstorbenen gedenken und uns so unserer eigenen Vergänglichkeit erinnern. Wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir auch miteinander, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin der ganze Tag am Lachen, was hättet Grieche für ne Zweck? Warum soll ich mal Kopping machen, solange mir noch et Essen schmeckt? Und sind sie all am Küme klare, da machen ich mir ja nix draus. Warum? Das will ich höchig sagen. Ich bin von Köln am Ring zu Hus. Warum, das will ich höchig sagen. Ich bin von Köln am Ring zu Hus. Ich lasse nie de Lippe hangen, bei mir da weht kein Blöschen matt. Doch wer mit mir will Strick anfangen, der kriegt sie endlich für de Schwarz. Bin wie ein Lamm, so geduldig, doch schenkt eine Fremde mich ins Us. Dem blieben ich kein Antwort schuldig, ich bin von Köln am Ring zu Hus. Dem blieben ich kein Antwort schuldig, ich bin von Köln am Ring zu Hus. Wenn ich ins Nickli existiere, wenn ich de Ohren zoge dann, wenn ich mich boffe präsentiere, ganz hoch am Himmelsplätzchen dann soll der Petrus das schon machen, sögt der schönste Platz mir aus. Weiß, es gibt dann jetzt so lache, ich bin von Köln am Ring zu Hus. Weiß, es gibt dann jetzt so lache, ich bin von Köln am Ring zu Hus. Das Ende unserer Gedenkfeier gekommen, 1920, 2020. Ganz, ganz herzlichen Dank an all die geholfen haben, unter diesen Umständen es möglich zu machen, dass wir zusammenkommen können.
Einen ganz besonderen Dank geht an unsere Streicher, dass wir heute sie hier erleben durften, ist auch für uns ein besonderer Tag. Als Klimpermensche wie Christa Blatzheim und letztlich der Ludger Paas hatten eine Menge mehr zu tun als in normalen Jahren. Ich glaube, dass wir vielleicht diesen Ort gemeinsam wieder verlassen sollten. Und so wie wir gekommen sind, gut wird hin, Basti und Schrupp und alle, die hier zu uns sind, nur süßig und bin mir sicher. Danke, dass ihr dabei seid, egal wo ihr gerade seid. Wie ihr könnt, wie ihr wollt.